Haut 16. Sonntag am Joreskreis begräßen sich aus der Kirche vor Mutfahrt, wie wir drauf Unheit Sondesmass. Et sangen Chorallen St. Cecil Eiter Schrassig an Cecilia Mutfahrt Meiding. Organist as den Nico Klein, Dirigent den Gerard Kiefer. Wir hören als Entree Opening Voluntary vom Simpach. Donno sangen wir Gott gab uns Atem vom Bücken a Baltro weit. Missa in honorem Sancti Spiritus vom Singenberger, Tournez les yeux vom Guéret Fourneau, C'est toi Seigneur, Laudate Dominum 294 und zum Schluss Salve Regina vom Dalitz. Dögel spielt als Sorti Allegro Moderato vom Roppharz. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Leif Leid zu Mutfahrt an der Kirche, alle all gut, die da über die Medien mit uns verbunden sind. Den Herrgott könnt immer bei uns. Sie mir bereit, hier so abzuholen, wie am Evangelium Maria und Martha, die Jesus abgeholt haben. Wenn wir ihm als Herz abmachen, schenkt er uns neue Kraft. Los mal am Anfang von dieser Maß den Herrgott frohen, alles aus unserem Herz zu holen, was uns hindert, für seine heilige Präsenz zu holen.
Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld nolossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, du bist unser Ziel. Du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit und führst sie auf den rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meiden, was diesem Namen widerspricht, und zu tun, was unserem Glauben entspricht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen erschien der Herr Abraham bei den Eichen von Mamre, während er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Er erhob seine Augen und schaute auf. Siehe, da standen 3 Männer vor ihm. Als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen.
Ich will ein bisschen Brot holen, dann könnt ihr euer Herz stärken, danach mögt ihr weiterziehen. Denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief, schnell, 3 sehr feines Mehl, knete es und backe Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Knecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach er, in einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir rechnen schon damit, heige Besuch, jo allerhöchste Besuch zu kriegen, an seinem Leben Gott leibhaftig zu begegnen. Was wir da doch für ein Gott, den ihr Matzen am Alltag einfach so könnt untreffen. Ma an der Bibel geht riets davon. Der Jesus war Zeit seines Lebens gern zu Gast bei Leid, ob beim Zachäus, Maria und Martha, als Evangelium, oder ob der Hochzeit zu Kana. Was give mir soen, wann eis so hurtig aufgesoten gebiert, komm Herr Jesus, sei unser Gast, wurd wirklich von ihm abgeholt gif gin, an hier plötzlich bei eis Schelle gif. Jesus klingelt, hecht eng Weihnachtsgeschicht von der Susanne Niemeyer. Gäst geht doch an der Lesung. Du hast eng Erscheinung. Wann in am Orient zur Zeit, wo der Mitte sitzt, wo die Sonne am meiste brennt, eng Erscheinung huet, kann leicht den Eindruck entstohen, et wie eng Fata Morgana oder eng Halluzination. Den Erzähler von einer Lesung hält aber die Erscheinung von vielen ran als Gotteserscheinung un.
Gott erschenkt a menschlicher Gestalt. An Rech später hin gedeitlich, dass den du erschenken ass, tatsächlich Gott war. Was das also passiert? Den Abraham sitzt gein mittig für uns im Zelt, zur Zeit von der dickster Hützt, wo es unmöglich ist zu schaffen. Von seiner Sitzplatz aus bemerkten noch einmal 3 Männer. Rapid geht es los an der Erzählung. Denn Abraham drängt die 3 Friem, doch nicht lernst zu gehen, mehr bis ranzukommen. Sie sollen ein bisschen rasten, also sich stärken, ehe sie weitergehen. Zwar geht es los zack, zack, mit Präparation für das üppig Mittagessen wird wohl hier Zeit gedauert tun, bis Brot gebacken und der Kalvesbrot fertig war, somit Kälbchen nach heute müssen geschlurcht gehen. Sie gehen gut serviert. An Dono konzentriert ob dem Abraham sing Frau Sarah. Sie hat leider kein Kanner. Melo kriegt ihr Schicksal einen anderen Dreh. Gäst entferen ob Gastlichkeit vom Abraham, an dem sie Kannersegen an Aussicht stellen. Das Geschicht von der Gastfreundschaft findet ein interessant Parallel an der Regel vom Heiligen Benedikt für die Benediktiner Orden. Auch da geht jetzt davon, Gäste zu appreciieren, sie nicht aufzuweisen, mir ihnen Respekt zu erweisen, ihnen Ruhe an Obnahme zu freien, an sie zu bewirten. Laut der Regel vom Heiligen Benedikt sollen alle Gäste, die kommen, wie Christus abgeholt gehen. Weil hier wird einmal sagen, ich war Gast und die hat mich abgeholt. Auf von der Gäste soll es Segen ob die Gemeinschaft am Haus, am Kloster ausgehen. Gewiss, es gibt auch die negative Erfahrung. Gäste können lästig sein, besonders weil sie sich der Gastfreundschaft nicht würdig weisen. Dem Benjamin Franklin geht so geschrieben, ihn hat gesagt, Besuch, da das wie Fisch, nur 3D stinkten. Eklig, gelt. Oder mir mache ich auch mal gelegentlich die Erfahrung, dass ihr froh war Besuch könnt, und dass ihr nach mir froh von geht. Nun, Heilige Benedikt soll aber all Gast mal so abgeholt gehen, wie wenn es Christus selber wäre. Ich lief alle gut, an meiner Predigt Fehlach könnt ihr eine schöne Idee angelegt am Satz, der Schenkende wird beschenkt. Wie eine Gast abhält, geht ja mal für dich etwas für sich. Zeit, Aufmerksamkeit, ein Dach, eine Erfrischung. Me en empfängt auch etwas. Hier geht beschenkt. Der Schenkende wird beschenkt. Wie Gäst abhält, erweitert durch sie zum Beispiel sei beschränkten Horizont. Ein Gastgeber wird schon längst dadurch vielfach gesehnt. Wie sein Leben als in Möglichkeiten mit anderen deelt, wird selber immer mehr reich. Mit denen Tisch sitzen, durch Gemeinschaft tun, das verbindet. Wie in dem anderen Raum an Zeit schenkt, kriegt selber neue Möglichkeiten für die Zukunft. Heians do geht es ja am Gespräch mit anderen schon ein Speicherlicht ab. Wo sich Menschen reell, das ist nicht mehr just oberflächlich begegnen, wo ein Herz zu einem anderen Herz schwätzt, da geschieht Austausch. Da gehen Vergangenheit und Gegenwart mit denen gedeelt. An die Partage wird für beide Seiten fruchtbar für die Zukunft. An der Abrahams Erzählung ist Kant, der Jung, den Sarah empfängt, Symbol von Zukunft, von Entwicklung, von Wohlstem und von ungeahnten Möglichkeiten, die sich abdehnen. Ein Hinweis, dass aus all dieser Begegnung Zukunft erwiest. Wo den anderen allerdings nicht ragelos geht, wie ernst geht, da bleibt das eigene Haus, die eigene Existenz, ob sich selber beschränkt, bleibt eitel und arm, bleibt zu. Haus vom Abraham, du mat sein an dem Sarah sein Leben, geht par konter belohnt und erfüllt durch die Gastfreundschaft, die sie gewissen haben. Weil als eine Gäste hat den Abraham Gott höchstpersönlich erfuhr und erlebt.
Grad den Unbekannten dreht etwas vom Geheimnis von Gott selber an sich. Allerdings nimmen, wann die Friemen zu engem Gerst fremd gött, offenbart sich etwas von diesem Geheimnis. Und da stimmt doch der Satz, der schenkt, gött beschenkt. Der Schenkende wird beschenkt. River bei Evangelium. Das Evangelium von den Gesichter Martha und Maria ist nicht so evident. Es provoziert, rieft Unverständnis und Widerspruch auf viel. Mit dem, was Jesus dort zu Martha sieht, baut hier etwas wie ein Schreckgespenst ab für all dichtig Hausfrau, respektiv auch für all grad so dichtigen Hausmann. Zielt bei ihm also just die kontemplativ Lebenshaltung, weil ihr seht, Maria, die auf sein Wort lauscht, hat den besseren Deal erwischt. Aber wer soll dann die ganze Arbeit machen? Gewiss, Maria hat Gunst von der Stunde erkannt. Wenn der Jesus schon einmal da war, da wollte sie die Gelegenheit nutzen, dem war dann nichts anderes vorzuziehen. Und das kann ja auch schon vorbildhaft für uns sein, dass wir uns auf tiefe Gespräche über die Grundfragen vom Leben anlassen und uns davon faszinieren lassen. Dabei absehen für neue und ungewöhnliche Situationen, aber bereit sind, neue Standpunkte anzuholen. Die Gunst von der Stunde erkennen, darum geht es. Apropos Martha, der Jesus will nicht sagen, dass das, was sie mischt, nämlich Kachen brachen, unwichtig wird. Für ihren Dienst gibt am griechischen Originaltext vom Evangelium das Wort Diakonia gebraucht. Und das bestimmt nicht Unwichtiges, als Diakonie, Dienst um Nächsten, doch ein von der Grundvollzig von christlichem Wirken. Auf vielfach ist es ja so. Gerade viel von den kontemplativen Orden haben den segensreichen Grundsatz Ora et labora, biet a schaff. So besteht der Fehler von der Martha keinesfalls an ihrem exemplarischen Fleiß als Hausfrau. Ihre Fehler besteht daran, dass sie die Opportunität vom Moment nicht erkennt, und wahrhält. Ein Mensch wie Jesus begegnet eigentlich nicht alltag. Eng Begegnung mit ihm ist nicht immer mir nicht, dir nicht möglich. An diesem Fall hat Maria sich tatsächlich die besseren Deal gewählt. Das bedeutet für uns, liebe Brüder und Schwestern, entsprechend Situationen detektieren, nicht fortlaufen oder aus Banalitäten flüchten. Es geht auch an unserem Leben Begegnungen und Gespräche, wie die sich durchaus rentiert, einfach mal all anderes Laien stehen zu lassen. Und am Übrigen, dass wir uns hier für die Masse Zeit holen, damit demonstrieren wir ja auch, dass es einer Sache gibt, wie die häuslichen Pflichten, lang schlafen oder den Jogging um Sonntagmorgen. Wir hoffen, an dieser besinnlichen Stunde von unserer Telesmasse Begegnung zu erleben, Anregungen zu finden, an neue Sichtweisen zu kriegen, für unseren Alltag. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wie Jesus Maria und Martha begegnet, lauscht hin no.
Wir vertrauen darauf, dass hier noch bei Eis als an das Gebet heiert. Für einem Jahr hat für viele Menschen am neuen Deutschland und noch zu Lützeburg durch die schrecklichen Überschwemmungen eine ganz schwere Zeit angefangen. Wir beten für all die Menschen, die selber betroffen sind, wären, und noch für die, die mit großer Solidarität geholfen haben. Herr Gott, heie uns. Für kurzem ist der Rapport vom synodalen Prozess heute zu Lützeburg vorgestellt ging. Wir beten dafür, dass all diese Überlegungen zusammen mit den Vorschlägen aus der ganzen Welt als der Kirche einen neuen Elan gehen. Herr Gott, heie uns. Durch Kriege und Pandemie sind viele Menschen in Not. Wir beten für all die Leute auch bei uns, die Angst haben für einen kahlen Winter und eine unsichere Zukunft für ihre Familien. Herr Gott, heie uns. Viele Leute freuen sich auf die Sommervakanz. Wir beten für sie und für ihre Familien, dass für sie eine Zeit von Erholung und von friedlichem Zusammenhang ist. Herr Gott, heie uns. Wir beten auch für alle Verstorben und die Menschen, die trauern. Lass sie darauf vertrauen, dass du bei ihnen bist, bis und dann von allen dich. Herr Gott, heie uns. Jesus Christus, du hast als verschiedene Wege gewiesen, dir an den Menschen zu dienen. Du musst als Courage zu lauschen, zu schwätzen und etwas zu machen. Dafür so mir dir Merci. Lo, bis an den Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, du hast die vielen Opfer, die dir je von Menschen dargebracht werden, in dem einen Opfer des neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an und heilige sie, wie du einst das Opfer Abels angenommen hast. Und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Amen.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr. Ich stehe an der Tür und klopfe. Wenn einer meine Stimme hört und die Türe öffnet, werde ich bei ihm eintreten und mit ihm Mahl halten und er mit mir. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Kehrt hin in Frieden.
mir und d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft zu Mutwart. Die nächste Sonntag iwwer Domat Mass vun Habst. Wie gewinn dem 9 Auer Dock an Katholpunkt.lu, aber schon opgepasst 10:30 RTL 2 a Platz 11. 10:30 also op RTL 2. Ich alle schöne Sonntag, an dummer schalte mat zurück an den Studio.